einen starken Mann macht aus, dass er erkennt, dass er schwach ist. Du möchtest ein starker Mann sein? Ja, möchten wir doch gerne alle, sonst wärt ihr ja nicht hier. Dann höre auf Sprüche 24, Vers 10. Zeig so dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Bleibe dran, mein lieber Bruder. Egal, wo du gerade durch musst, was Gott dir zumutet. Sieh Gott, der alles weiß, alles vermag. Liebe Freunde, und gib doch ihm die Ehre. Verhalte dich doch nicht wie ein Atheist, der das Gefühl hat, es gibt keinen Gott. Wenn wir in der Not nämlich irgendwie bitter und verzagt und ich weiß nicht was, dann verhalten wir uns wie ein Atheist. Es gibt keinen Gott, weil wenn es Gott gäbe, wäre er ja hier, würde er mir helfen, würde er mich nicht so ins Elend treiben lassen und. Nein, entscheide dich. Mach daraus ein Gebet, gib Gott die Ehre und sag ihm, Herr, du bist Gott, nicht ich. Auch die stärksten Männer werden einmal müde. Ein herausfordernder Männermorgen, üppiger Männersmittag, überaus gesegnete Männergemeinschaft. Ihr wisst ja, wenn man euch zuhört, dann kann man nicht meinen, dass man unter Männern ist, sondern die Frauen, da sagt man ja immer so viel, reden immer so viel. Ich glaube, Professor Dr. Werner Gitt war hier und der hat ja mal gesagt, es gibt statistische Untersuchungen, dass Männer wohl 15.000 Worte pro Tag sagen und die Frauen 17.000. Also eigentlich nicht viel mehr. Aber das Problem ist, dass diese 17.000 Worte alle zwischen 17 und 19 Uhr kommen von der Frau. Gut. Ja, eben, also ihr habt so viel Text miteinander gehabt, das war richtig eine große Freude. Und jetzt wäre doch eigentlich die Siesta angesagt. Du hast sie uns jetzt schon ein bisschen vertrieben und mal schauen, ob es mir gelingt, euch auch in dieser Stunde wach zu halten. Wir möchten uns mit einem Mann beschäftigen, der in seinen eigenen Augen sackstark war, aber in Tat und Wahrheit sackschwach. Tatsächlich begann er schwach, aber er schloss richtig stark ab. Wen meine ich? Josef, den Sohn Jakobs. Lass mich zuvor noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir auch jetzt wieder für diese Nachmittagsstunde, für diesen herrlichen Morgen und dass du auch jetzt der Segnende, der Helfende, der Augenöffnende mitten unter uns bist. Herr, lass es doch sein, dass wir anhand der Schrift, anhand der Vorbilder erkennen, was einen starken Mann ausmacht und dir letztendlich dadurch in vollem Umfang die Ehre zu geben. Ich danke dir dafür. Amen. Die Geschichte von Josef, dem Sohn Jakobs, ist die mit Abstand ausführlichste, schillerndste Erzählung des ganzen ersten Mosebuches, vielleicht sogar von der ganzen Bibel. Darüber hinaus sind über 100 Anspielungen und Hinweise auf das Leben des größten Sohnes Israels, des Herrn Jesus Christus, erkennbar. Prophetie pur. Darum geht es mir aber heute Nachmittag nicht. Wir haben ja Männertag und nicht Prophetietag. Wer sich mehr darüber interessiert, der sollte sich unbedingt das neu aufgelegte Buch unseres Missionsgründers Vimalgo kaufen. Josef, Jesus, prophetische Parallelen. Es wird gleich eingeblendet. In dieser, das ist das Buch, jawohl, vielen Dank. In dieser kaum zu übertreffenden Geschichte dieses Mannes geht es mir mehr um die praktischen, alltäglichen Aspekte, die uns alle zusammen herausfordern. Also Prophetie hier, Praxis jetzt. Und wir sehen bei Josef, wie Gott alles bis ins letzte Detail unter Kontrolle hat. Und alles auch zum Besten führt, obwohl Gott, der damalige, scheinbar
große Abwesende ist. Es beginnt ganz harmlos mit der Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Ist er daran etwas verwerflich? Oh, wir Männer doch unsere Söhne, oder? Aber Bevorzugung ist ein Übel mit verheerenden Folgen. Bitte öffnet eure Bibeln in 1. Mose Kapitel 37 ab Vers 2. Auch hier möchten wir ein wenig chronologisch durch die Geschichte gehen. Es startet in 1. Mose Kapitel 37. In Vers 2 heißt es da, dies ist die Geschichte Jakobs. Und Jakobs Geschichte ist natürlich auch Teil von Josefs Geschichte. Deshalb, um auf Josef zu sehen, Josef war der Sohn eines Benachteiligten, eines Betrügenen, eines Betrogenen, aber doch auch gesegneten Vaters. Josefs Großvater Isaac bevorzugte nämlich den Esau anstelle von Jakob. Und das, obwohl Gott zu Rebekka noch vor der Geburt der Zwillinge über Esau gesagt hat, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. 1. Mose 25, 23. Und das, obwohl der Esau den Segen des Erstgeburtsrechts einfach verachtete. 1. Mose 25, 33, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Und obwohl Esaus ausländische Frauen von Isaac und Rebekka viel Herzenskummer bereiteten. 1. Mose 26, 35. Isaaks falsche sentimentale Entscheidung für Esau war der Anlass, dass Rebekka den Jakob zum Betrug anstachelte. Übrigens war diese Einstellung nicht auch schon noch eine Generation zurück sichtbar bei Abraham. Ihr erinnert euch an die Kinderlosigkeit von Sarah und das ganze Gestürm um die Zeugung von Ismael. Obwohl er wusste, meinen Bund will ich mit Isaac aufrichten, bat er Gott mit väterlicher Sentimentalität, ach, dass doch der Ismael vor dir leben möchte, 1. Mose 17. Übrigens mit anhaltenden Auswirkungen bis in unsere Zeit. Denken wir nur an den Nahostkonflikt zwischen diesen zwei semitischen Völkern, die von Abraham abstammen, Juden und Arabern. Die üblen Folgen von Jakobs Betrug, die zeigten sich in seiner sofortigen Flucht nach Aram. Er würde Vater und Mutter über 20 Jahre lang nicht mehr sehen. Und dort, im fremden Land, wurde Jakob, der Betrüger, vom Schwiegervater Laban dann selbst übelst betrogen. Zuerst mit der Bevorzugung einer Frau, die er nicht wollte, und schließlich mit dem Lohn, der ihm als Aufseher von Labans Herden zustand. Laban hat diesen 10-mal verändert. Das nenne ich doch mal einen fairen Chef, oder? 1. Mose 31, 41, also in Anführungszeichen. Aber zur Geschichte Jakobs gehört natürlich auch die überragende Zusicherung Gottes. Siehe, ich bin mit, das 1. Mose 28, 15, siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Nun, was hat Jakob aus dieser Geschichte gelernt? Leider nicht viel. 1. Mose 37 zeigt, dass Jakob genau denselben Fehler beging. Es ist ein fataler Fehler der Bevorzugung von Josef. Und zwar mit allen Folgen. Lasst uns das der Reihe nach betrachten. Beginnen wir in Vers 2. 1. Mose 37, Vers 2. Ich habe diesen ersten Punkt genannt, Josef der Zwiespältige. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihn, was man ihnen Schlimmes nachsagte. War Josef ein Petzer? Also ein Petzer?
Während manche Bibelausleger dem Josef schon fast Sündlosigkeit zuschreiben, weil tatsächlich so vieles in seinem Leben auf den Herrn Jesus prophetisch hinweist, zeigt dieser Vers etwas anderes. Vom Hebräischen her, ich hoffe nicht, dass der Nati mich nachher wieder korrigieren muss, vom Hebräischen her wird dieser schlimme Bericht stets im Sinne eines unwahren Berichts verwendet. Vermutlich bezog sich sein Bericht im Wesentlichen schon auf Fakten, aber angereichert mit Übertreibungen oder Untertreibungen. Hartmut, du hast es ja heute Morgen gesagt, Übertreibung und Untertreibung können eine Nachricht total entstellen, gell? Beides ist unehrlich, liebe Brüder. Und seht ihr, auch wir Männer, wir stehen wirklich in der Gefahr, uns genauso zu verhalten wie Josef. In einem Bericht, ja, dann übertreibt man mal oder lässt er ihnen ein bisschen was weg. Und zwar nur, um besser dazustehen. Hat Jakob seinen Sohn, seine Söhne danach zur Rede gestellt? Wenn ja, dann wussten die Brüder nun, wer dem Vater das gesteckt hatte, und fortan würde er schlechte Karten haben. Man sieht es kommen, das Unheil nimmt seinen Lauf. Das bringt uns zum zweiten Punkt, Josef, der Bevorzugte. Vers 3. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte, und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Jakobs erste Liebe war Rahel. Oh, wie hatte er sie liebe. Sie war wirklich für ihn das Ein und Alles. Wer von uns wäre dann bereit, für seine Braut 7 Jahre lang harten Frondienst zu leisten? 7 Jahre, wir können ja kaum ein Jährchen warten, oder? 7 Jahre hat er gewartet, und anschließend ist er dann erst noch in der Hochzeit noch so richtig übers Ohr gehauen worden, indem der Laban die andere Schwester ihm ins dunkle Zelt ohne Neonbeleuchtung reingestellt hat. Rahel blieb danach, er bekam sie dann doch noch, aber Rahel blieb danach viele enttäuschende Jahre kinderlos, und dann klappt es doch noch, Baby Joseph war hier, was für eine Freude. Und seht ihr, mit Josef hatte Jakob auch nach dem viel zu frühen Tod von Rahel bei der Geburt von Baby Benjamin, er hatte noch etwas von ihr. Und seine innige Liebe zu Rahel, an der nichts auszusetzen war, ging auch auf Josef über, und später entwickelt sich dadurch Bevorzugung. Er hatte Josef lieber als alle seine Söhne, aus menschlicher Sicht nachvollziehbar und dennoch falsch. Dennoch falsch. Denn die Erhöhung des einen geht immer auf Kosten und Erniedrigung der anderen. Sie waren jetzt nur noch zweitrangig, nicht so wichtig. Und tatsächlich war das auch sichtbar. Jakob hatte ihm, das steht im Vers 3, einen bunten Leibrock machen lassen. Das war ein farbiger, verzierter Mantel, eine Tunika mit Ärmeln bis zum Handgelenk und reichte auch bis zu den Knöcheln. Und damit war klar, wer prädestiniert war, der Haupterbe zu sein mit dem Minimum doppeltem Erbteil. Und was machte das mit Jakob? Es erfüllte sein Herz mit Stolz. Wow, was bin ich doch für ein Kerl. Überheblich. Ihr Männer, liebe Väter, wenn wir wirklich starke Männer in unseren Familien sein wollen, auch mit Segensspuren, mit Folgen, die das Leben dann mit sich bringt, dann halte dich einfach auf diesem Gebiet zurück. Und gib Sympathie und Antipathie und damit verbunden Bevorzugung oder Benachteiligung keinen Raum. Keinen Raum. Die Folgen sind verheerend. Der biblische Bericht ist klar. Und wenn es vielleicht schon dazu gekommen ist, dann erweise dich als starker Mann, indem du sagst, sorry,
das war nicht recht von mir. Du stehst zu diesem Fehler, du sagst es deiner Frau und du sagst es vor allem deinen Kindern und vor allem denjenigen, die benachteiligt waren. Und dann bringst du es in Ordnung und dadurch erweisest du dich als einen starken Mann. Seht ihr, als Nachfolger Jesu sollen und wollen wir doch lieben, wie Jesus selber auch. Und er liebt doch jeden Einzelnen von uns in gleicher Weise und bedingungslos. Was sagt Paulus diesbezüglich in Römer 2,11? Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das gilt im Großen, aber auch im Kleinen. Nun, die natürliche Reaktion der Brüder ließ nicht lange auf sich warten. Neid, Ablehnung, Verachten. Das bringt uns zum dritten Punkt. Josef, der Verhasste. Vers 4. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Die sündhafte Verzerrung im Bericht an seinen Vater und die sündhafte Bevorzugung von seinem Vater ließ das Feuer der Verachtung auflodern. Was waren denn das für Familienverhältnisse? Er, der in der brüderlichen Rangordnung sowieso schon zu unterst war, empfing jetzt nur noch Ablehnung. Mit dir wollen wir gar nichts mehr zu tun haben, du Lümmel. Jemand hat einmal angemerkt, wo war denn Gott bei all dem? Fragen wir uns vielleicht, oder? Liebe Freunde, das Erstaunliche ist, Gott goss noch mehr Öl in das Feuer. Das ist verrückt. Das Öl kam in welcher Form? In der Form von 2 Träumen für den Josef. Das ist doch verrückt. Und die den Josef so richtig, wer bin ich denn? Guck mal, Vers 5. Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Siehe, wir banden Garben, das ist dann Vers 7, siehe, wir banden Garben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meinem Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Die Bedeutung des Traumes und der folgenden, hatte ja 2, worin er nicht nur die Brüder, sondern auch die Eltern sich vor ihm beugten, war klar. Josef war das auch klar, um was es ging, und genauso muss es den Brüdern ergangen sein. Dass Jakob als Jüngling frisch und frei von seinen Träumen berichtete, das ist nicht jugendlicher Übermut, das war sein Stolz. Und ich werde euch das später noch beweisen anhand der Schrift. Lass mich diese Situation mal persönlich anwenden. Ja, es kann sein, dass Gott mit dir etwas ganz Besonderes vorhat. Ja, kann sein. Vielleicht auch nicht, aber kann sein. Wie gehst du damit um? Behältst du es dann für dich in einem demütigen Herzen und achtest dann drauf, wie der Herr führt, wie er hier Türen öffnet, wie er hier verschließt, wie Brüder vielleicht dann mal einen Ratschlag geben in diese oder jene Richtung? Paulus, ihr Lieben, er sprach 14 Jahre mit niemandem über seine außerordentlichen Offenbarungen. Mit niemandem. Mit niemandem. Erst durch besondere Umstände, nämlich durch die persönlichen Anschuldigungen aus Korinth gegen seinen Dienst und gegen seinen Charakter, du hast es auch erwähnt heute Morgen, Hartmut, sah er sich so unter Druck und so in die Enge getrieben, um des Zeugnisses Jesu willen, dass er das erwähnte. Und Josef musste tatsächlich auch 20 Jahre warten, bis er die Erfüllung der beiden Träume erlebte. Seht ihr, das macht einen starken Mann aus. Zurückhaltend, demütig, besonnen,
beherrscht. Josef war das Gegenteil, aber auch das Gegenteil von Jakobs Umgang mit seinem Sohn. Jakob trifft eine fatale Entscheidung, mit der das heftig lodernde Feuer außer Kontrolle gerät. Die Söhne waren am Schafe hüten und Josef, der Bevorzugte, wo war er? Bei Papa zu Hause. Ja, wie ist denn das herzig? Und dort war er der Verhätschelte sowieso, dort musste er sich nicht die Hände dreckig machen und die Brüder draußen auf dem Feld, die mussten krüppeln, wie wir das auf Schweizerdeutsch sagen. Wir ahnen es schon, das kommt nicht gut. Vers 12. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Da sprach er zu ihm: Geh doch und sieh, ob es gut steht um deinen Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. Nur so nebenbei, das mit dem Bescheid geben, hatten wir doch schon mal, oder? Ganz am Anfang, oder? Josefs Einstellung war enthusiastisch. Hier bin ich. Aber sie geschah aus Hochmut. Als Gesandter des Vaters, als Aufseher über seine älteren Brüder, da bin ich doch sofort dabei. Das passt doch bestens zu mir. Und ich stelle mir die Frage, wäre er auch so freudig gewesen, wenn er Drecksarbeit verrichten müsste? Ich weiß es nicht. Du hast doch auch heute Morgen mal gesagt, in der Gemeinde gibt es immer weniger, die wirklich dienen möchten. Ich weiß es nicht. Mit dem nächsten Punkt möchte ich auf Josef, den Hochmütigen, hinweisen. Jakob sandte seinen Sohn aus dem Tal Hebron und wanderte nach Sichem. Dort fand er die Brüder. Das sehen wir ab Vers 14. Und Vers 17 heißt, ein Mann findet dann den suchenden Josef, spricht ihn an und sagt ihm, sie sind von ihr fortgegangen. Ich hörte sie sagen, lass uns nach Dothan ziehen. Und da ging Josef mit seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Nun, liebe Freunde, warum ist jetzt das so wichtig? Die Bibel nennt keine genaue Reisezeit, aber anhand der Entfernung kann man sie etwas abschätzen. Hebron nach Sichem, ungefähr 65 bis 80 Kilometer. Und Sichem dann nach Dothan, ungefähr so 21 bis 31 Kilometer, je nach Route. Gesamtstrecke ungefähr 90 bis 110 Kilometer. Ein einzelner Wanderer konnte in der Antike gewöhnlich so 25 bis 35 Kilometer pro Tag zurücklegen. Das waren noch Kerls. Wir machen so noch 5 Kilometer. Können wir mal Pause machen? 25 bis 35 pro Tag. Also insgesamt war Josefs Fußmarsch ungefähr 3 bis 4 Tage. Schon sehr bemerkenswert für einen 17-Jährigen und das ganz allein. Aber die passende Kleidung für diesen tagelangen Fußmarsch, die war grotesk. Was trug er wohl? Was trug er wohl für Kleidung? Genau, ihr denkt richtig, im bunten Leibrock. Kleider machen Leute. Guckt mal her, ich bin's, schaut her, der delegierte Oberaufseher. Bin ich denn nicht klasse und sehe ich nicht krass aus? Mit diesem Mantel ist er doch wirklich die ganze Strecke hindurchgelaufen. Liebe Brüder, liebe Männer, ein starker Mann definiert sich nicht über sein Auftreten, über seinen Status oder seine Klamotten. Geistlicher Charakter wird nicht an der Eindrücklichkeit von Worten und dem aufsehenerregenden Äußeren gemessen, sondern an der Vollmacht des praktischen täglichen Lebens. Und tatsächlich sahen ihn seine Brüder, als er mit dem Mantel da von ferne antanzte. Und zwar nicht mit den besten Absichten. Guck mal Vers 18. Als sie nun von ferne sahen, ehe er ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen.
Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Er wird von den Brüdern brutal zusammengeschlagen, entkleidet, in eine Zisterne geschmissen. Die Schlinge um den Hals zieht sich um den jungen Mann zu. Aber Gott kommt spätestens rechtzeitig. Entsprechend seinen wunderbaren Plänen sorgt er für ein Wüstentaxi nach Ägypten und erst noch kostenlos. In Vers 25 kommt zufällig eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen und so weiter. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Und da sprach Juda zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Brüdern töten und sein Blut verderben? Kommt, wir wollen ihn mit den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch, und seine Brüder stimmten zu. Vers 28, als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge, und diese brachten Josef nach Ägypten. Das bringt uns zu einem weiteren Punkt, und wir sehen jetzt Josef, den Gedemütigten. Auf dem Rücken des Kamels dämmert's ihm aus, der Traum. Und doch waren genau dies die Wege Gottes zur letztendlichen Rettung der ganzen Familie. Lass mich das mal persönlich anwenden. Hast du auch schon solche Momente erlebt? Oder vielleicht bist du jetzt gerade in einer Situation, wo alles, was du dir ausgemalt, was du dir erträumt hast, was du vielleicht auch vom Wort her für dich gesehen hast oder wie auch immer, genau ins Gegenteil verdreht wird oder sich vielleicht sogar in Luft auflöst. Bleibe dran. Bleibe dran. Du möchtest ein starker Mann sein? Ja, möchten wir doch gerne alle, sonst wärt ihr ja nicht hier. Dann höre auf Sprüche 24, Vers 10. Ich lese jetzt nach der Lutherbibel. Der ist nicht stark, der in der Not nicht stark ist, nicht fest ist. Und Schlachter verwendet etwas deftigere Sprache, interessanterweise, etwas kräftiger. Er sagt, zeig so dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Bleibe dran, mein lieber Bruder. Egal, wo du gerade durch musst, was Gott dir zumutet. Sieh Gott, der alles weiß, alles vermag. Liebe Freunde, und gib doch ihm die Ehre. Verhalte dich doch nicht wie ein Atheist, der das Gefühl hat, es gibt keinen Gott. Wenn wir in der Not nämlich irgendwie bitter und verzagt und ich weiß nicht was, dann verhalten wir uns wie ein Atheist. Es gibt keinen Gott, weil wenn es Gott gäbe, wäre er ja hier, würde er mir helfen, würde er mich nicht so ins Elend treiben lassen und. Nein, entscheide dich, mach daraus ein Gebet, gib Gott die Ehre und sag ihm, Herr, du bist Gott, nicht ich. Du weißt um alles, nicht ich. Und du vermagst alles. Und deshalb will ich dir meine Sache anvertrauen, weil ich weiß, du, Herr, wirst alles wohl machen. Denn, liebe Freunde, abgerechnet wird am Schluss. Abgerechnet wird am Schluss. Nicht in der Halbzeit. Jetzt an der WM. Ja, wäre vielleicht schön, man führt 2-0, oder? Ja, super, Spielende. Nein, abgerechnet wird am Schluss. Und diese demütige Gesinnung, diese abhängige Gesinnung, die sehen wir bei Jakob heranreifen. Aus seiner Sicht hätte er wie kaum ein anderer Grund gehabt, sich tatsächlich in Bitterkeit und Selbstmitleid zu zergehen und auf Gott wütend zu sein. Aber wir hören kein einziges Wort darüber, keines.
Ich muss sagen, das finde ich also schon äußerst bemerkenswert. Äußerst bemerkenswert. Vielmehr zeigt Josef, wie man das im Englischen sagt, Grace under pressure. Will bedeuten Anmut und Würde unter Druck. Wie verhältst du dich, wenn der Druck zunimmt? Es gibt ja dieses bekannte Beispiel. Was passiert, wenn du einen Schwamm hast und du drückst drauf und es kommt schwarze Farbe rauf? Was will dir das sagen? Es hat schwarze Farbe drin. Ja, versteht ihr? Was passiert, wenn der Lebensdruck bei dir zunimmt? Was kommt heraus? Das, was schon immer drin war, liebe Freunde. Entwickeln wir doch wirklich Anmut und Würde, beziehungsweise Glaubensgehorsam, wenn der Druck zunimmt. Wie hat das Sprüche gesagt? Zeig schon dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Das war eine besondere Eigenschaft von Josef. Und das ist eine besondere Eigenschaft von starken Männern, fest zu bleiben. In Ägypten erlebte Jakob dann einen phänomenalen Aufstieg im Haus des Potiphar, des Kämmerers, des Pharao und Obersten der Leibwächter. Das war also einer der, ich würde sagen, Top 5 oder Top 10 in Ägypten. Ein ganz wichtiger Mann. Ja, und warum ging es ihm dort so gut? Warum war alles so erfolgreich? Vers 2, jetzt sind wir bei Kapitel 39. Der Herr war mit Josef, so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und ich denke, der Josef realisierte das. Das ist unmöglich, dass das aus mir kommt, oder? Ich bin ja ein Jude, ein Fremdling hier in Ägypten und so weiter. Das muss der Herr sein. Er stieg auf bis zum Aufseher des ganzen Hauses. Ich denke, diese Position ist dann in etwa vergleichbar wie der CEO eines heutigen Unternehmens, oder? Hat ja ein ganzes Haus, ganze Heerscharen von Leuten. Aber Josef hat Demut wirklich gelernt und realisierte, das ist allein der Segen des Herrn. Aber Gott war noch nicht fertig mit der Charakterbildung. Vers 5, guck mal. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs willen. Und schließlich übergab dann, das sehen wir in Vers 6, Potiphar alles in die Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Und dann kommt's. Steht also nebenbei, Josef war aber von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Liebe Freunde, der Josef, der sah Hammer aus. Ja, Hammerfigur, hammerschöne Haut. Ich weiß nicht, wie der, was er schöne schwarze Haare und ein Prachtskerl. Die Bibel sagt, von schöner Gestalt, da meint sie die Figur. Also, der hatte das, was wir alle gerne hätten, oder? Und gutem Aussehen. Der war ein klasse Mann. Olympischer Luxuskörper. Und seht ihr, genau das wird sein nächstes Problem. Sechste, sehen wir aber Josef der Reine. Es geschah das Vers 7 von 1. Mose 39. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihr Augen auf Josef war und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Tja, was war das für eine Frau? Also, als eine so hohe Staatsangestellte war sie vermutlich auch eine klasse Frau. Und die sagt doch wirklich zu dem Josef, ist ja klar, der geht da vor ihr her, hin und her. Die machen ja gar nichts mehr, die hängen nur noch rum, haben wir vorher gelesen. Er hat alles dem Josef gegeben und da kann man nur die schönen Nägel machen und Frisur und ich weiß nicht was. Ja, die hatte Zeit und die hatte offene Augen und die sah den Josef hier, Josef dort. Ja, ist ja unglaublich. Vers 8. Er aber weigerte sich. Ich muss sagen, das ist ein starker Mann. Ein reiner Mann. Leute, getrennt von der Familie, alleine, seine Machtposition, alles. Wow. Er weigerte sich. Vers 10. Jetzt wird es noch schlimmer. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete. Und habt ihr das Gefühl, die hat da den dicken Mantel angehabt, als sie mit ihm gesprochen hat?
Josef, komm doch. Obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sich, dass er sich zu ihr gelegt oder an ihr vergangen hätte. Bis sie ihn dann eines Tages, Vers 12, bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Ja, das ist eine rabiate Frau. Die wusste, was sie wollte. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und lief hinaus und floh. Sagen, was für ein Mann ist dieser Josef? Oh Mann, oh Mann. Und oh no, schon wieder das Obergewand wird ihm zum Verhängnis. Schon wieder. Ihr seht, wie diese Geschichten sich wiederholen hier. Das ist nur schon von der Erzählung her einfach herrlich. Herrlich, was Gott hier vorbereitet hat. Und wir sitzen in der ersten Reihe und gucken und denken, oh, ist interessant und oh, das ist ja spannend. Aber das war real dort. Liebe Brüder, starke Männer sind reine Männer. Schreibt euch das hinter die Ohren. Als Christen werden wir übrigens durch die ganze Schrift hindurch aufgefordert, standhaft zu bleiben und Widerstand zu leisten. Außer in dem einen Fall. Außer in einem Fall. Da musst du lieber wirklich abziehen und wegrennen. So schnell das geht, so weit es geht. Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht. Das ist der einzige Fall, wo wir Männer, keine Diskussion, auch kein weiterer Blick. Weg, weg, weg. Flieht die Unzucht. Im Verlauf der Geschichte, ihr kennt das vielleicht, 1. Mose 39 wird er dann falsch beschuldigt. Er wird ins Gefängnis des Pharao gebracht. Liebe Freunde, dieses Gefängnis des Pharao, das war das Hochsicherheitsgefängnis in Ägypten. Da waren nämlich die ganz schweren Kerle vom Pharao, die größten Feinde. Die waren dort. Das war der Hochsicherheitstrakt. Dort wurde er eingebuchtet. Der Kamelrücken war schon ein Tiefpunkt, aber jetzt der absolute Tiefpunkt. Und jetzt kommt eine Beweisführung wegen dem Stolz. Wisst ihr, dass der König David in Psalm 105 den Grund für diese Inhaftierung nannte? Ganz interessant. Psalm 105, Vers 17, da wird die Geschichte beschrieben. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Und jetzt kommt, sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen. Das war jetzt eben hier in diesem Hochsicherheitsgefängnis. Da war er. Vers 19. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Ja, geläutert vor was? Stolz. Stolz. Das gab ihm jetzt wirklich noch das Letzte. Starke Männer haben es gelernt, mussten es vielleicht lernen. Nicht mehr ich, nur er. Nicht mehr ich, nur er. Und beachten wir, es sollte nochmals 2 Jahre dauern, bis Josef dann durch die gottgeschenkte Deutung der Träume des Pharao erhöht wurde und mit weisen Ratschlägen ganz Ägypten sowie das Leben seiner ganzen Familie vor dem Hungertod rettete. Als letztes möchte ich das wichtigste Merkmal eines starken Mannes zeigen. Und zwar sehen wir Josef, der Vergebende, der Vergebende. Die Geschichte nimmt ja dann seinen Lauf, die Brüder kommen, ein ganzes Hin und Her mit seinen nahrungssuchenden Brüdern, dann kommt die Offenlegung seiner Identität und dann bringt Josef die vergangenen 20 Jahre auf den Punkt, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern wer? Gott. Gott. Was muss da für eine Herzensveränderung stattgefunden haben?
Er hätte doch allen Grund gehabt, jetzt guck mal, könnt ihr euch erinnern, da beim Papa in Hebron habe ich euch doch gesagt von den Träumen und jetzt liegt die da alle. Das ist ja schon lässig, das ist ja so unglaublich. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Ist das eine starke Aussage? 1. Mose 45, Vers 8. Und das war nicht eine Geistesleitung eines besonderen Moments. Es gibt ja so Momente, wo wir uns viel besser verhalten, als wir eigentlich sonst sind, wo Gott einfach Gnade gibt in einem Gespräch, wo wir im Normalfall dem richtig die Kappe waschen würden. Und es begab sich einfach, dass man da äußerst nett mit dem Bruder oder der Schwester war, oder? Das gibt's. Aber das war nicht so eine Geistesleitung eines besonderen Moments, sondern die Frucht einer besonderen Entscheidung, die viele Jahre zurücklag. Vergebung. Woher weiß ich das? Steht nämlich nirgends im Text. Wir sehen das an einem kleinen Detail und das liebe ich so an der Bibel, dass man genau in den kleinen Details die Schönheiten sieht. Man sieht es nämlich am Namen des erstgeborenen Sohnes. Viele Jahre vorher geboren, 1. Mose 41, Vers 51. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Vergebung. Vergebung. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Vergebung. Liebe Freunde, Vergebung ist das größte Bedürfnis in unserem Leben. Wir haben Vergebung nötig, all unsere Sünden Gott gegenüber. Vergebung ist das wichtigste Thema in jeglicher Beziehung. Vergebung ist Thema Nummer 1. Josef hat diese Entscheidung getroffen. Ja, die Brüder, ja, die Umstände, ja. Aber Gott hat mich bisher geführt und gesegnet. Vergib. Und später, nach dem Tod seines Vaters, als die Brüder Angst vor Rache hatten, ich meine, solange der Papa da ist, das kennt man vielleicht auch aus eigenen Familien, so hält er da noch die Fäden zusammen und die Sache zusammen. Aber wenn der dann stirbt, dann bricht alles auf. Und die Brüder hatten tatsächlich Angst vor Rache. Und da erstrahlt seine vergebende Gesinnung in den hellsten Farben. 1. Mose, Kapitel 50, Vers 19. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet es mit mir zwar böse zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Ihr Männer, liebe Brüder, starke Männer sind vergebende Männer. Wie hat Christus vergeben? Christus vergibt immer, sofort, alle Zeit, alles. So sollen auch wir sein. Josef, er hat schwach begonnen, wie wir das gesehen haben, aber er hat ganz stark abgeschlossen. Und damit komme ich zum Schluss. Unser Samuel Rindlisbacher, der hat in der vergangenen Gebetsstunde gefragt, was macht denn einen starken Mann aus? Und er hat dann schon den ganzen Männertag verraten eigentlich, der Liebe. Und er hat dann gleich die Antwort gegeben. Ich dachte, Mensch, Samuel, was für dich. Und die Antwort war, so wie wir den Sami kennen, direkt und offen. Einen starken Mann macht aus, dass er erkennt, dass er schwach ist. Das ist schon alles. Das ist schon alles, liebe Freunde. Dass er erkennt, dass er schwach ist. Das hat Josef auf die harte Tour lernen müssen. Und liebe Freunde, das ist es wirklich, was starke Männer letztendlich ausmacht.
Und das ist ja das, was auch Paulus im 2. Korintherbrief sagt, ab dem Vers 9. So magistral, so großartig, so, ich find's total überwältigend. Und er, gemeint ist der Herr, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum, und jetzt kommt noch das Tüpfelchen auf dem i, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lasst uns in diesem Sinne starke Männer sein. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für dein herrliches Wort mit all den Facetten, wo wir nur ein paar Streifzüge davon beleuchten konnten. Aber wir sehen die großen Linien. Du bist treu, du bleibst treu. Du möchtest uns in der Abhängigkeit zu dir haben und vergib, wo wir gemurrt, wo wir bitter waren. Vergib, wo wir aufbegehrt haben, wo ich aufbegehrt habe. Oh Herr, ich brauche dich, wir brauchen dich und deine herrliche Gnade. Und ja, lass uns dahin kommen, dass wir, wenn wir schwach sind, dass wir dankbar dafür sind, weil wir dann deine Kraft in ganz besonderer Weise erfahren dürfen. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Danke, Herr, dass du uns hilfst, starke Männer in diesem Sinne zu sein. Und danke, dass auch bei dir viel Vergebung ist, wo wir versagt haben. Auf einen dieser verschiedenen Gebieten, wie jetzt erwähnt. Danke, dass dein teures, kostbares Blut auch den tiefsten Schaden gut macht. Amen.